Hallo zusammen, das ist Crown Cletus oder der Chris. Hoffe es geht euch gut, hoffe alles klar. Willkommen bei der Forza Horizon 3 Demo. Wir sind hier in Australien unterwegs. Wieder mal eine Direktaufnahme mit dem Elgato, wo ich jetzt die Stimme auch direkt aufnehme. Ich hoffe, es stimmt einigermaßen von den Soundlevels. Und sonst schraube ich dem Vegas noch ein bisschen dran. Was für ein ultra geiles Game. Am 23. September 2016 wird die Ultimate Edition released. Und scheint kommt es ja für den PC auch raus. Wenn man es digital kauft, bekommt man beide Versionen zum Preis von einer, was ich sehr ein gutes Angebot finde. Und das heisst, das erste Mal Forza Horizon 3 mit 60 Bildern pro Sekunde spielen, was natürlich gängig schön ist beim Run-Game. Auch wenn sie die 30 Bilder hier auf der Xbox One ziemlich gut herbekommen. Die Geschwindigkeit stimmt, die Reaktionszeit stimmt. Sie haben gleich 60 Bilder pro Sekunde auch noch einmal viel flüssiger und vor allem beim Renngame näher. Ja, merken wir es dann halt schon. Ich meine, die normalen Forza Motorsports Games laufen ja alle mit 60 Bildern pro Sekunde. Mit dem haben sie sich ziemlich hervorheben und schaffen das eigentlich fast zu 99,9%, würde ich sagen. Und bei Forza Horizon geht es dann jeweils darum, dass sie noch ein bisschen mehr Effekte rausquetschen und wegen dem halt mit 30 Bildern pro Sekunde fahren. Hey! Yeah, it's Kira. The new boss is already at the site. We're gonna head over that way now. Okay, people, this is day one of Horizon Australia. We need to get these cars over to the festival site at Byron Bay. Listen up, Australia. This is Scott, coming to you live from Horizon Radio. We've traveled halfway across the world, and I can't believe we're finally here. Looking out the window, and I have to tell you, they have beaches here to take your They breath may call this the land down under, baby, but all I'm saying is I've never seen anything less down or under. Big, and it's hot, and the roads are just wide open. Bro, we're talking fast cars, cool beats, summer sun, classic style, blazing days, banging nights, burnt rubber. wild parties, And exotic animals. So put your pedal to the floor as we welcome you to Horizon Australia for the biggest, the best, the most out-of-control event in the history of the Horizon Festival. Ja, ich liebe Forza Horizon Intros. Dort schudert es mich aber fast, so geil gemacht, so geil das Ganze. Dann noch mit der Musik und zieht nach die Grafik hinein. Und für den Himmel sind sie irgendwie, glaube ich, einen Monat lang in Australien rumgedüst mit so 12K-Kameras und haben den Himmel aufgenommen. Er sieht atemberaubend aus. Ja, wahnsinnig, wirklich wahnsinnig. Wir haben hier ein Renngame, wo für viele auch eine Art zum Relaxen ist. Auch wenn meine Art jetzt hier in die Kurven reinzuknattern nicht so relaxed ist. Aber eben, halt einfach ein bisschen cruisen, geile Grafik, geiler Sound. Ja, sehr, sehr, sehr ein heisses Eisen haben sie hier im Ofen. Microsoft halt wie alle 2 Jahre
das neue Forza Horizon. Und weißt, wenn ich das so sehe, kann ich eigentlich nur davon träumen, wie das Forza Horizon 4 wird aussehen mit der Power von der Scorpio, wo ja der nächste Jahr näher rauskommt. Man darf gespannt sein. Es ist geil, dass einfach die ganze Rechenpower zwischendurch auch genutzt wird, um atemberaubende Sachen zu kreieren. Traditionell. Oh, g'day, Kira. What'd you say? Something about brakes? We're taking the Great Ocean Road to Byron. Just please, don't do anything stupid. Alright, eben traditionell fährt man ja bei den Forza Horizon Games am Anfang mal so ein bisschen her. Sie jetzt, probiert noch so ein bisschen Tricks zu machen, einen dreifachen Überschlag zum Beispiel. Aber ja, fährt man am Anfang halt her, sei es jetzt zum Festival oder zum Treffpunkt und erst dort geht es dann richtig los. Im Forza Horizon 2 haben sie das ja dann auch richtiges Extrem betrieben, wo man dann zwischen den Events immer wieder zu den neuen Locations gefahren ist, auch im Singleplayer. Und da sind dann zum Teil einfach, keine Ahnung, 10, 20 fette Kerl um einen herum gewesen und ist dort hergedüset. Und eigentlich schon noch cool, aber mit der Zeit doch auch ein bisschen langweilig geworden. Bin ich gespannt, wie es dann hier gelöst wird. Aber ja, man kann wirklich... Hey, es ist Wahnsinn. Ich habe das letzte Mal gut überlegt, die können aus dem sogar ein Open-World-Game machen. Einfach ein paar random Ubisoft Towers drin oder was auch immer. Und dann ein paar Missionen. Und dann hat man hier ein richtig geiles Open-World-Spiel mit einer GTA 5-Map fast. Aber es bleibt ein Rennspiel, was auch gut ist, auf jeden Fall. Are asking for a photo. Help me out here. Jetzt kann man hier seinen Dude oder seine Dudette auswählen. Und ja, so richtig passt hier wirklich keiner auf mich, würde ich sagen. Der hat auch ein bisschen wirren Bart, ein bisschen längere Haare als ich. Aber ich nehme mehr der Undercover-Typ mit Brille und Cap. Oder Kappe. Und dann kann man hier halt die ersten Namen auswählen, wenn man genannt werden will. Und es gibt natürlich Männer, Frauennamen, einige. Ja, wirklich noch viel. Und er hat auch Nicknames und da gibt es wirklich richtig abgefahrene drunter. Ja komm, wir nehmen doch irgendeinen Prime Minister. Okay, great. So I'll call you Prime Minister. Hey, Prime Minister. What do you think of the place? It may not look it yet, but over the summer you're going to turn this into the biggest Horizon Festival the world has ever seen. Und es ist egal, welchen Namen und welches Modell das man wählt, weil man kann so jederzeit ändern. Aber es ist noch cool, weil eben die generischen Typen, die man im 1 und im 2 war, immerhin kann man jetzt so ein bisschen ein Aussehen wählen. Ja, und den Namen. Wobei Namen hätte ich zum 2 auch schon können. Auf jeden Fall ist das Charaktermodell neu, dass man das wählen kann. You'll be driving the buggy for the launch event against that Jeep. Thought I'd start you off with an easy one. Let you loosen up. What? I said easy, not boring. Seh mit ihren Stöckeli, weisst.
In dem Internet hat das letzte Mal einer gesagt, dass das bei diesem Karren hinten aussieht wie ein Dings. So eine GTX-Grafikkarte mit 3 Kühler hinten drauf, die drehen. Das hat schon ein bisschen etwas. Hey, whoa, watch over the trees! Ja, aber ja, jetzt hat man hier wieder mal so ein Spezialrennen. Das ist ja auch mittlerweile sehr typisch für ein Forza Horizon. Hat ja schon beim ersten Teil angefangen, dass man gerne so Events hat, wo man eher gegen irgendein sehr abgefahrenes Fahrzeug, Flugzeug, Helikopter, was auch immer antritt, sei es jetzt ein Zug oder irgendein riesen Transporter. Ist sehr cool gemacht, wirklich sehr cool gemacht. Jedoch immer so, dass es es bleibt immer ein bisschen spannend, egal wie scheiße dass man jetzt fährt. Und erst gegen den Schluss, ihr werdet es sehen, ich wollte jetzt gar nicht zu viel erzählen. Live in those houses, watch out! Und es ist nicht so schlecht gemacht, weil hier bei diesem Heli, die Seile, die 4, die der Jeep abgemacht sind, sind natürlich immer interessant zu betrachten von einer technischen Perspektive, weil wenn das physikalisch sich ein bisschen korrekt soll bewegen, braucht das schon ein bisschen Rechenpower und das spart man sich häufig, aber hier sieht es eigentlich wirklich anständig aus. Vorher sind wir auch an so einer Flagge am linken Rand vorbeigefahren, wo dann jeweils vom Anpressdruck vom Heli, von den Rotoren, ein bisschen abgedrückt wird, was so immer stylisch aussieht. Aber ich bin nicht ganz sicher, ob das reinbeschissen ist, vorberechnet oder wirklich physikalisch. Das wird sich dann noch zeigen, aber das sind nur kleine Sachen. Aber eben kleine Sachen, die extrem helfen, dass es viel realistischer aussieht. Und was sie hier auch gut herbekommen, ist eben, wie die Räder mit dem Boden interagieren. Weil das ist noch gerade im Forza Horizon 1 zum Teil schon ein bisschen das Problem gewesen, dass es fast ein bisschen ausgesehen hat, als würde man auf der Straße schweben. Aber mittlerweile haben sie das mit ihren Shaders und Tricks und Schatten und Furchen wirklich gut drin, dass man auch das Gefühl hat, man fährt auf der Straße. Yeah, man. Ja, und wenn man es mal gar nicht so bereicht, dann kann man auch ein bisschen nebendurch fahren. Jetzt muss man einfach zurückfinden. Ja, schwenken. Ja, jetzt bin ich da aber massiv in Rückstand geraten. Okay, Warren. Pilot screen. Call it when you're ready to drop. Righto, there's the finish line. Cut me loose! Ja, jetzt sind hier die 2 Banden nicht beeinflusst worden von ihm. Ziehen nach rein, hey, so knapp ist es dann noch nie geworden. Ich spiele es jetzt mittlerweile zum 5. Mal, die Demo. Und es ist auch ein bisschen mühsam, dass man immer wieder den Einstieg muss machen muss, aber eine bestimmte Anzahl spielen. Aber momentan geht es noch. Da wird man dann eben gerade eingeladen, das Game zu kaufen. Da haben wir die verschiedenen Versionen und das ist eben die man schon am 23. dann spielen kann. Nice driving, boss. Name's Warren. Resident car tragic. I know you're in charge, but I'm your bloke in the garage. So you need anything car-related, you come to me. Oh, one more thing before we go, though. Kira said you might want to drive the Centenario. Der Centenario. Fette Karre. Wirklich krass, hey. Das Batmobil. Bring some pretty big name guest drivers into the festival now. Most of them just want a chance to line up next to you. I say we give it to them. There's a driver I've had my eye on around here. Find them, beat them in a race, and we can sign their driver up to the festival lineup. Jo, also ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit, weil grundsätzlich, was ich vorhatte, ist eigentlich schnell eine hier am Aussenbereich von dieser Demo-Map durchzufahren. Da sieht man auch die schon jetzt sehr variantenreiche Umgebung. Und was man hier halt einfach auch zeigen kann, ist, hier geht es dann rauf zu Surfers Paradise, links über in die Wüste. Dann von der Wüste halt wieder so ein bisschen zurück ins Grüne.
und es ist noch nicht ganz klar, ob das effektiv jetzt schon die ganze Map ist, ist auf jeden Fall viel, viel abwechslungsreicher als im zweiten Teil. Und ja, das Coole ist eigentlich, vor relativ langer Zeit, was ist echt das, mittlerweile 12 Jahre, bin ich in Australien im Spruchaufenthalt, ein bisschen Englisch lernen. Und ja, ich war voll hier Surfers Paradise in der Schule. Also das ist von dem her auch noch lustig, dass sie genau diese Location haben ausgewählt haben. In Byron Bay waren wir auch. Also von dem her auch noch so ein bisschen eine Connection. Und allgemein Australien ist auf jeden Fall eine sehr gute Wahl. Zeitweise hat es ja noch so getönt, als würde man vielleicht Japan besuchen, was auch sehr cool wäre auf jeden Fall. Mit ihren Strassen, wo sich Berge jetzt für aufwinden. Schön gestartet, wunderschön. Und ja, es gibt glaube ich auch eben in Japan eine sehr unterschiedliche Flora und Fauna. Speaking of landings, did anyone else just see that? Oh, you know, just an army helicopter racing a buggy through the forest with a jeep swinging underneath it. No big deal here. Oh ja, schön. Und das ist halt eben auch Forza Horizon. Darum habe ich es schon noch gerne. Schon ein Arcade Racer, wo man einfach ein bisschen reintatschen kann. Und in dem Sinne eigentlich so ein bisschen das Need for Speed von der modernen Zeit für mich, das Forza Horizon. Weil ja, gegen so ein Game hat aber eigentlich jetzt Need for Speed von letztes Jahr ja kein Brot haben. Auch wenn es grafisch auch in Ordnung war und vom Tuning und vom Spielerischen. Aber die riesen Welt haben, die sie hier simulieren im Forza Horizon mittlerweile, die ganzen Kehren. An dem muss sich fast jedes Arcade Race Game messen. Roundabout, take the second exit. In 400 yards, bear right. Ah, Scheiße. Die zwei Kehren sind immer da. Aber sie verhalten sich jedes Mal anders. Keep left. Und ja, in Australien fährt man halt auf der linken Seite. Hat auch schon sehr oft zu Crashes geführt. Alles, was ihr hier seht, kann man besuchen. Hinter diesem Hügel, hinter diesem Wald geht es weiter. Die riesige Welt. Alright, nice work. Let's get them signed up to your lineup. Der Destiny. Ja, eben, es geht nicht darum, dass man die Fahrer challenged und gewinnt und das erzählt sie jetzt gerade. Da kann man die näher bei sich ins Team holen und da gibt es immer wie mehr Fans und weil man ja der Organisator ist, kann man da aber eine gewisse Fananzahl, eine neue Location besuchen und dort wieder Fans sammeln und selber kleine Events generieren. Tönt eben, wie schon gesagt, ganz in Ordnung. Hure geiler Sound hat wieder. Hure geiler Sound. Ja, das Wasser ist tückisch. Oh, der Centenario. Ja, aber so richtig Schaden gibt es nicht unbedingt. Was halt schon ein bisschen schade ist. Zieht er das rein? Ha, das ist wirklich ein Panzer, der Karre. Und eben, dass sie am Strand fahren und all das, aber das ist scheißegal. Realismus ist entweder Forza, Motorsports, Metier und Forza Horizon, da kann man eben durchdrehen. Und scheint, wenn man jetzt Halo 5 oder Master Chief Collection gespielt hat, sollte man dann irgendwann so einen Freischaltcode bekommen und dann auch der Warthog aus dem Halo fahren können, was sicher Offroad-mässig auch noch spassig ist.
Und das Ganze ist natürlich wieder in den Forza-Club integriert, wo man ja seit dem Forza 2, also vor dem Forza Motorsport 2, am Aufleveln ist, eigentlich über sein Profil. Und ich bin echt durch jetzt Tier 5 und Tier 10 ist das Maximum, glaube ich. Und da bekommst du dann jedes Mal noch Kernzeug geschenkt, wenn du eben ein bisschen höhere Level bist. Ja. Also, da habe ich das letzte Mal ausprobiert, ist auf jeden Fall in Ordnung, hat ordentlich Power. Der gefällt mir am besten. Jetzt nicht unbedingt optisch, aber einfach, weil er schon schön klebt und recht schön durchzieht. Hier haben wir halt den klassischen Muscle Car, wo vielleicht jetzt nicht so wahnsinnig gut zu kontrollieren ist. Und der Holden, das sind ja australische Karren, englische Karren, ist eigentlich schon stylisch, aber das Problem ist, man sieht es hier glaube ich gar nicht so gut. Von hinten, das ist so ein Pickup, der hinten zugedeckt ist auf der Ladefläche und das sieht einfach aus, als hätte er dort 2 Särge drauf, also einfach wie so ein Totengräbermobil und von dem her Ja, ich hoffe, niemand nimmt mir es übel, ich nehme jetzt hier den Silva. You see a lot of JDM cars out here. Not a lot like this one, obviously. Noch ein Straubs Bodykit drauf. Jetzt kann man hier natürlich noch stilvoll Sum up your personality in 8 sein characters or Nummer less. wählen. Ja, that's it, genau. Also, wie machen wir das? Jetzt mit Turbo Boost hier schnell das Crown reintatschen. So. Und das letzte kann man dann durchsichtig machen. Ne? Jetzt wird das gecheckt, ob das legal ist und es hat geklappt. Das letzte Mal, als ich einfach weitergeklickt habe, hat es dann geheißen, dass online das nicht angezeigt wird, weil es den Namen in dem Sinn schon gibt. Was ja auch Sinn macht, du hast schon nicht Leute gesehen mit den gleichen License Plates. This Horizon So. Festival is going to be big. Bigger than ever before. We're going to need to expand our festival site. But to do that, we need fans. And to bring in fans, we need you out there, running races and performing PR stunts. Our festival scouts have been hard at work mapping points of interest with these markers. Set a Und ja, route to a ich habe es halt marker, auf and let's Englisch, see what we weil can find. auf Deutsch stehen es halt zum Teil schon ein bisschen dumm. Also jetzt eben nichts gegen die deutsche Sprache und alles, aber zum Teil sind die Übersetzer auch nicht ganz mit dem gleichen I'm working on Engagement signing a dahinter. whole range of music labels and artists. But it's your call, boss. Who will it be? Ja, als erstes natürlich Bass Arena. Logo, Bass Arena it is. Bass I'll get Arena, the deal nicht signed. Bass, sorry. Who's next? Wow. Und ja, das ist jetzt ein bisschen tricky. Das Puls ist mir fast so ein bisschen zu weich gespielt. Schon in Ordnung, je nach Situation. Vagrant, ja, voll. Ist eh noch cool. Und Block Party ist auch noch so ein bisschen mit Hip-Hop drin und DMX und das ist darum eigentlich schon in Ordnung für meinen I'll sign up Geschmack. Horizon Block Party right away. Später wird ihr auch einfach Bass Arena und Hospital Records nehmen. Und dann zwischendurch auch ein bisschen wechseln. Sie haben wirklich auch einen sehr, sehr guten Soundtrack. Woo! So, hier wieder eine wahnsinnige Spur hingelassen, der Crash. Mann, dass sie von dem wieder so ein bisschen wegkommen, das ist schon schade. Es wäre eben schon schön, wenn man hier richtig verformbare Karren hat. Weißt du, die Felsen hier sehen wahnsinnig aus, finde ich. Alright, people want to see you racing. So let's start things off with a single race exhibition. Schnell zum zeigen, wie das Prinzip funktioniert von diesen Events. Finde ich auch hure geil. Ein paar Mal schnell mit der Kamera hin und her zoomen und dann geht das Rennen schon los. Nicht einmal Countdown oder so. Schön am Ziehen.
Hey, wow, schöne Kombo zusammengesammelt. Hey. Ja, voll. Das ist, glaube ich, neue Best. Oder nicht? Neue Bestzahl. Von mir persönlich natürlich. Nicht weltweit. Sieht wahnsinnig aus, oder? Wieder eine Betonung auf den Himmel. Und auch wie sie die Nachtstimmung haben ausgewählt, das ist schon auch dunkel. Nicht so wie in anderen Games, wo es dann halt einfach in der Nacht ein bisschen weniger hell ist. Gerade in den Momenten, wo so ein bisschen die Abenddämmerung kommt und das Game schaltet ja das Licht von der Karre leider selber ein und aus, da hat man keinen Einfluss. In dem Moment, wo es ein bisschen dunkel wird und man echt nicht mehr gut sieht, ist dann, wenn der Fahrer endlich das Licht einschaltet, schon noch eine grosse Erleichterung da, weil, wie gesagt, es wird dunkel und das sorgt auch für Atmosphäre. Das Drive Club macht das ja auch sehr gut auf der PS4. Chalk it up, boss. That's a win. Ja, auf das bin ich schon gespannt, wenn man es dann auch mit PlayStation VR kann spielen kann. Certainly like standing on the tallest podium, don't you? Run-Games haben von dem her mittlerweile schon auch wieder eine gute Zeit. Haben. Und wir haben eine gute Zeit mit den Run-Games. Also jetzt sammelt man natürlich Knete, wo man aber immer ein bisschen genug wird haben im Jahr. Erfahrungspunkte. Und jetzt eben auch noch die Fans, die man sammelt. Und das Ziel ist, dass man die 21'500 erreicht und dann kann man auch auswählen, wo man ein neues Festival auftun will. Und so wird sich dann vermutlich auch der Singleplayer-Modus bewegen. Ganz in Ordnung. Hey Prime Minister, I'm your automated natural navigation assistant. You can call me Anna. I've been given an upgrade by the Horizon Tech team back in Cambridge. I'm going to suggest things for you to do and help you find your way around Australia. For now, would you like me to set you a route to the next activity? Das ist schon sehr schön, hier mit der Anna von hinten wie von vorn. Sie ist eben das Navi und man muss jetzt gar nicht mehr auf die Map, sondern kann gerade über sie auswählen, was man als nächstes möchte machen, was schon sehr cool ist. Spart einem auch wieder Zeit. Das Game hat wirklich sehr viele so intelligente Sachen in der Struktur schon eingebaut, wo einem Zeit spart, wo einem das Spielgefühl noch massiv verbessert. Weil es geht eigentlich sogar so weit, dass wenn man auch Multiplayer spielt, muss man nicht irgendein Menü rein oder so, sondern man kann auch gerade zack. This is a danger sign. These are hazardous locations our scouts have identified and cordoned off for your safety. Or so you can easily find the best and craziest stunt jumps in the country. Whichever you prefer. Das ist so geil. Oh. Yeah. Hat noch gelangt. Schön. Doch haben wir natürlich mit ein bisschen mehr Anlauf. Also Multiplayer. Ihr könnt jetzt einfach Anna auswählen, die Kreuz runter. Und dann... Aha, das kann man jetzt noch gar nicht einfach. Sorry, schnell. Wo ist es? Genau, Online Free Roam ist noch gesperrt. Also da muss ich hier einen gewissen Fortschritt erreichen. Auf jeden Fall kann ich dann bei ihr eigentlich im Navi wählen, hey, ich möchte online etwas spielen. Dann kann ich sagen, okay, das und diesen Modus. Und dann fängt sie in dem Sinne an versuchen, oder das Game halt. Und benachrichtigt mich dann, hey, drück X, wir sind ready. Und das gibt es in anderen Games auch schon. Und ich freue mich jedes Mal, wenn das so implementiert ist. Weil dann kann man noch ein bisschen weiter cruisen, hier gemütlich. Und hat eigentlich in dem Sinne nicht so die mühsame Wartezeit in Lobbys. Finde ich eine gute, sehr gute Entwicklung. Jetzt kann man hier so Events machen, hier so ein bisschen schauen. Es gibt natürlich auch wieder einen sehr anständigen Fotomodus, wo sie jetzt schon richtig krasse Bilder auch machen. Gerade in den NeoGAF-Foren gibt es richtig schöne Bilder. Hey, die Jungs haben das ultra im Griff. Und zum Teil sieht es einfach wirklich fotorealistisch aus. Echt krass. Was auch sehr nice ist, ist der Drohnenmodus. This is Drone Cam. Genau, jetzt sind wir einfach eine Drohne. Da sieht man sogar unseren Schatten, genau. Und das Gute ist, dass man auch ein Turbo hat, mit dem es sehr schnell vorwärts kommt, auch mit den anderen Kerren mitfahren kann. Schau, da kommt jetzt gerade einer.
Und so eine richtig krasse Sachen sicher kann filmen kann. Also Leute, die ein bisschen Zeit und Skill haben für so Zeug, die werden uns dann richtig geile Forza Horizon 3 Races können präsentieren. Das ist jetzt schon klar. Wirklich sehr cool. Und dann kann man natürlich auch leider nicht so hoch fliegen, aber trotzdem schöne Ausblicke. Schnell nehmen zu einer Klippe, wenn es da etwas hat. Man kann sogar ein bisschen vorausspienzeln, was so Bonusschilder hat. The scouts to find more. Also jetzt hier in dem Meanwhile, I'm about to go and Fall have a very lively phone call with our insurance company. sie, die jetzt natürlich der nächste Event machen, genau. Ja, wieso nicht? Komm, dann seht ihr das auch noch schnell. Das Video wird vermutlich eine Stunde gehen. Und die es von euch schon ausprobiert haben, das Game, die wissen es schon lange. Und für die anderen, dann könnt ihr euch schnell die Demo anschauen. Und falls ihr eine Xbox One habt und auf Run Games steht und denkt, dass ihr selber besser fahren könnt ihr euch das ja auch mal anschauen. Hey, Prime Minister. This is a circuit race. Und euch Prime Minister nennen. Specified number of laps. Sound simple enough? Oder El Polo Diablo oder so. Es hat wirklich noch abgefahrene Namen. Das Tüpfchen für mich wäre natürlich, wenn man irgendwie über das Kinect oder das Mikrofon vom Headset noch selber etwas aufnehmen kann. Aber ja, zu 99% würde man da auch irgendeinen schmutzigen Namen haben. Exhibitions are big with the fans. So are skill chains. Remember, they don't just want you to win. They want you to do it in style too. So am Anfang des Rennen bin ich lieber mit der Aussenkamera unterwegs, so ein bisschen zum Überholen und seine Position innerhalb des Feldes am besten zu sehen. Aber wenn man dann vorauszieht, kann man dann schon die Stoßstange schalten oder auf die Haube, um noch ein besseres Geschwindigkeitsgefühl zu bekommen. Ui, hat das gezählt? Ja. Man darf eben schon nicht neben den Checkpoints nebendurch. Scheiben ziehen gut. Ja, und so wegen der Vorfreude auf das Forza Horizon 3 habe ich jetzt das Forza Horizon 2 endlich noch durchgespielt. Dort habe ich irgendwie bei 75% zum Horizon Festival Abschlussturnier, was auch immer, habe ich es nachher auf die Seite gelegt, auch etwas anderes anfangen spielen und nicht wirklich zurückgekehrt. Yeah, und da ist halt ein weiterer Effekt. Das geile Regenwetter in diesem Game. Hey. Schön atmosphärisch, wirklich nice gemacht. Auch der Himmel natürlich wieder, der sich ein bisschen verdüstert. Ja, die Sonne auf der nassen Strasse am Reflektieren. Aber das hat es alles schon gegeben, aber das Gesamtpaket hier ist einfach wirklich
sehr, sehr schön anzuschauen. Regenbogen, ja. Damn. Der hat mich auch richtig geflasht. Aber ich weiß jetzt gar nicht genau, welchen Schwierigkeitsgrad ich hier fahre. Es scheint mir doch jetzt nicht so eine riesige Herausforderung zu sein. Another win! That's what the fans and I like to see. Auch hier wieder die Menüs kann man alle durchklicken mit an. Finde ich sehr sympathisch. You'll earn fans for completing PR stunts. I've Kann man set gut your Zeit route to the sparen. nearest PR stunt. In 400 yards, turn right. Turn right. Wow, shit, stimmt! Ich muss ja links fahren. Oh damn! Nein, das ist so wicked. Aber eigentlich müssen wir nur ein bisschen auf die Strassenschilder schauen. Dann wäre es offensichtlich. Und auch hier, der Untergrund ist schon spürbar. Mit dem Xbox One Controller, mit dem vibrierenden Trigger. Aber er hat nicht so einen riesen Einfluss, dass man jetzt mit so einem Sportkarren überhaupt nicht mehr klarkommt, zum Glück. Oh nein, oh nein, oh nein. Da bin ich leider nicht so gut, hey. Ah, super, ja genau. Jetzt kommt da noch ein ganzes Rennen vorbei. Das hat nicht gepünkt, nein. Okay. Also immerhin 15'000. Vielleicht hole ich mir da noch einen raus. Ja, okay. Alright, 27. Sorry. Immerhin noch nie so gut sein. 2 Sterne, das zählt. Nice work, boss. 2 stars. One for skill, one for surviving. You might want to come back with a bigger engine before you try for 3. Ja, ja, 3 würde man jetzt auch schon schaffen, natürlich. I've set your route to the nearest incomplete bucket list challenge. Okay. In 200 yards, turn left. Turn left. Sorry, verhängt. Die Driftzone aktiviert sich automatisch immer, wenn man dort eindringt. Von dem her ist es noch gäbig, zum schnell einen Versuch zu starten, wenn man Bock hat. Ja, der ist auch noch schön da unten. So, hier kann man natürlich dem Strassenverlauf folgen oder man kann einfach dort durchfahren, wo man will. Hier noch das Bonusschild abkassieren. Zum Glück ist das Wasser an den meisten Orten nicht so tief.
100 yards, turn left. You have arrived at your Das ist jetzt die destination. Bucketlist, die ich im zweiten Teil schon hast Hey, können Prime machen, Minister. wo dann The irgendwie Horizon mit so bucket einem list is Karren where we get a rumziehst. bit existential. If this was your last day on Earth, imagine what you drive and what you do in it. Aber ja, Then, genau. take the car I've left for you and do it. You're welcome. Oh ja, der war eigentlich nicht so blank gewesen. Und auch hier wieder, wenn wir nicht so Checkpoints haben während der Strecke, kann man den Weg sich auch wieder selber auswählen. Und so die kleineren Bäume kann man natürlich zum Glück umfahren. Das hilft schon auch ein bisschen, dass man nicht ständig irgendwann kleben bleibt, wenn man jetzt Offroad unterwegs ist. Aber es gibt natürlich auch überall Wege, die schon ausgefahren sind. Schön gemacht, wirklich schön haben sie es gemacht. Sich auch einiges überlegt mit der ganzen Struktur von der Strasse. Und so kommt man eigentlich immer sehr flink von A nach B, wenn man will. Und wenn man der regulären Strasse will, dem Strassenverlauf folgen, dann hast du ein bisschen länger. Aber vielleicht siehst du dann auch noch etwas anderes. Also ich freue mich auf jeden Fall schon, die ganze Map nur schon mal zu befahren, mir das Zeug einzuziehen. Gerade weil sie wieder so abwechslungsreich ist wie jetzt Forza Horizon 1, wo ja in Colorado gespielt hat. Schön, einen kleinen Handstand gemacht. Was ein bisschen spässig ist, in den Ladesequenzen sieht man dann jeweils so Tiere rumhoppeln. Und während dem Gameplay hat es mir auch schon gedacht, aber auch nie so viel. Was ein bisschen schade ist, nicht, dass irgendwelche Tiere umfahren, aber wäre schon noch cool, wenn du zwischendurch eins siehst, durchsäckeln. Also wie in der Crew oder im GTA. Aber vielleicht haben die Schnauze voll von diesen lauten Motoren. Yeah, aber sieht man es schon von weitem beim Zukommen. Da ist du hinten bei diesem schönen Wasserfall. Fantastic. Und Bucket list die events Distanz are kann man great for natürlich auf VR Meter and umschalten. And good for the soul too, I Ich reckon. habe es jetzt einfach auf Yards gelassen, weil es ja eigentlich keine Rolle spielt jetzt für das Demo. Time to move beyond Byron Bay. We have people coming from Also north, jetzt haben wir south, genug, west, genau. or even crossing oceans to be part of Horizon. Keep it jumping with Horizon Block Party. Got swagger like Jagger, big French palace, damn nice, tight. Clean like McQueen, two pinky rings, damn nice, brown. I need your call on the second festival site. I've marked a couple of potentials. Surfer's Paradise. Skyscrapers, city streets, and tight urban racing. And apparently the waves aren't bad either. Or the Outback. Red sand, blue sky, perfect off-road terrain. And snakes that'll kill you if you even slow down for a second. Ja, schon cool. Eben, so wird jetzt das Game weitergehen und ich würde natürlich nach Surfers Paradise gehen. Horizon Surfer's Paradise. I So can wie set everything up and get the party 66% started. von allen Feel free to anderen stick around here and Demospielen. arrive fashionably late.
Ja, So, ich kann es kaum will you erwarten. be Hey. joining us this summer to expand your festival across Australia? Es ist ein bisschen peinlich, dass sie jetzt nicht herausgefunden haben, dass ich es schon gekauft habe. Und dass sie ihm das jedes Mal ins Gesicht noch drücken. Aber ja, so läuft das halt. This is Horizon Online. In Horizon Online, coming first isn't everything. Make it clean, make it stylish, make it look good, and you could earn as much XP as the bloke out in front. You've got 3 ways to play. In Online Adventure, we'll set you up with a bunch of great events all over the country. You and your friends can get straight into the action. All you have to do is drive. Online Free Roam lets you choose your own adventure. We'll turn you and your mates loose on this wide open land. Take some cars out of the garage, run events, tick off the bucket list, or just roam till the sun goes down. And now, for the first time, you can play a Horizon campaign in co-op. Work with your mates to make Horizon Australia the biggest Horizon there's ever been. And everything you do in co-op still counts in your solo campaign. So don't be shy. Ja, also jetzt kann ich hier dran sagen. Start Matchmaking 4. Well, hey guys, Online you're back free with Scott roam. Tyler. I'm Okay, I'm looking for an online free roam session for you. rumors. Das ist eine gefunden, cool, How joinen. about this one? That the Horizon Festival is about to touch down at a brand new spot in Surfer's Paradise. Und jetzt bin ich schon im How Online-Game. about this? You stay gassed up and ready. and Jetzt I ist die tell Lobby you the natürlich second it hier einfach opens. rechts. Deal? hä? Let's seal it. Aber immerhin kann ich noch fahren. Da sind sogar Leute am Rumspazieren. Sie haben natürlich auch so die ganzen Häuser. Ja, da ist ein Event ready, cool. Die Häuser von Australien halt, mit tausenden von Fotos und so, nachgebildet Strassen. Es ist schon schön, wie man über das Forza Horizon jeweils so Miniaturversionen oder Miniaturversionen besser gesagt von diesen jeweiligen Ländern oder Locations zu spielen bekommt. Und klar, wenn du dann mal dort bist, schnallst du es eh, dass es dann wieder anders aussieht, aber gleich wirst du so ein bisschen Flavor von dieser Location halt eben schon haben und der eine oder andere vielleicht sogar ein bisschen bekannt vorkommen. Wartet man hier halt gleich ein bisschen, aber immerhin bekommt man so schöne Ansichten von diesen wirklich exzellent ausgearbeiteten Kerren zu sehen. Hey, krass. Das habe ich nicht ganz geschnallt. Online spielen dann immer die gleichen Kerren gegeneinander. Whatever. Man kann ja auch nur 4 auswählen. Muss ich jetzt etwas drücken oder so? Oh, nein, ah, nein. Aber jetzt sieht er den Town oder mal, das ist schon das Schöne. Der andere hat es ein bisschen brennt mit dem Anfahren. Der Quantum Pinguin hat ganz eine gute Netzwerk-Connection. Das sich wobbelt hin und her. Okay, das ist die Strecke von vorhin, ja. Oh, die andere ist schon schön abgekürzt, hey, wow. Also, jetzt bin ich erst. Jetzt sind die vor mir alle verschwunden. Ja, so kann man es natürlich auch machen im Online-Match. Okay, mit dem muss man ja wohl viel früher bremsen. Aber dies ist halt schön reingeklatscht.
Regennasse in die Strasse hilft sicher auch nicht massiv. Die Spiegelungen sehen halt einfach auch gut aus, vorne auf der Haube oder allgemein um den Karren. Und durch die grünen Banner hat man eigentlich auch immer einen guten Eindruck vom Streckenverlauf. Selbst eben bei so strömendem Regen ist die Sicht nicht wirklich massiv eingeschränkt. Und das ist dann bei anderen Games nicht so. Ich weiss, gerade im Drive Club kann es ja wirklich so schiffen, dass du echt Mühe hast zu sehen, was ja auch wiederum realistisch ist. Ja, wie gesagt, es gibt momentan sehr geile Renngames. Und beim Forza Horizon hat man auch gerne noch den Festival-Bonus, die geilen Radiostationen. Und auf dem PC kann man dann auch seinen eigenen Sound hören. Das mal sogar noch geschafft haben. In der letzten Runde immerhin. Yep. Alright. Ja, es ist natürlich nicht jedes Online-Rennen so easy. Schau jetzt, es ist tatsächlich noch einer mit dem M4 joint. Spässig. Egal. Aber das ist auf jeden Fall so ein bisschen das, was man halt im Demo jetzt spielen kann. Man muss immer die Einführungsabschnitte machen. Das haltet mich jetzt auch davon ab, es noch einmal zu starten. Spiele ich lieber noch ein bisschen das Forza Horizon 2 oder das Fast and Furious Update. Aber wie gesagt, nächste Freitag ist schon gleich. Leider kann man jetzt auch nicht die Punkte, die man hier gesammelt hat, rübernehmen. Das wäre natürlich auch schön. Und beim Level-Up bekommt man dann, glaube ich, so kleine Perks oder so. Jetzt kann man hier ein bisschen rumspesteln, bis dann der nächste Match ready hat. Drift King. Ja, da bist du nicht unbedingt schneller. Sorry. Okay, da werden sie transparent. Ja, das ist eigentlich auch noch gescheit gemacht. Da kannst du eben nicht konstant auf die Eier gehen. Ja. Wer noch Fragen oder Interesse hat, ist schon etwas. Es gibt ja sicher noch andere Videos darüber. Und es ist einfach in den Kommentaren. Aber ja, es ist wirklich eine ganz coole Demo. Es sieht ganz vielversprechend aus, das Game. Hey. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und einen guten Wochenstart. Und es kann dann gut sein, dass ich da mal ein Gameplay bringe von dem. We will see. Macht's gut. Tschüss zusammen.